Hallo zusammen, heute wollte ich euch über den Ali Dagil erzählen, der in der Schweiz lebt und 25 ist. Wie im Video von gestern habe ich ja erzählt, er hat einen Lohn von 5'540 Franken. Jetzt wollte ich mal seinen Lohnzettel ein bisschen auseinanderschlüsseln. Es gibt einen AHV-Beitrag von 5,3%. Das machen ungefähr 293 Franken und 62 aus. Dann zahlt er ALV, also die Arbeitslosenversicherung. Das sind 1,1%, das sind ungefähr 60 Franken und 94 Rappen. Dann gibt es NBU, Nichtbetriebsunfallsversicherung. Das sind 70 Stutz. Dann kommt Krankentaggeld, das sind ungefähr 251 Stutz. Weil er schon über 25 ist, muss er auch BVG einzahlen. Das sind bei den jungen Leuten noch 7%. Das macht 387,80 aus. Alle Ausgaben, die er hier hat, sind schon mal 1063 Franken 36. Vor den Steuern bleiben ihm noch übrig 4'476 und 64 Rappen. Aufs ganze Jahr ausgerechnet sind das 58'196 und 32 Rappen. Wir gehen davon aus, dass er die günstigste Krankenkasse genommen hat, die es gibt. Das sind 308 Franken und 70 Rappen. Da er schon gross ist, hat er sich eine eigene Wohnung genommen. Das sind auch Mietkosten von 1350 Franken. Da kommen die monatlichen Steuern dazu. Das sind 717 Franken und 25 Rappen. Es bleiben ihm übrig 2169 Rappen übrig. Jetzt kommen noch die anderen Ausgaben dazu, wie Strom, das sind 50 Stutz, dann kommt das TV, also das Sarafe, das sind im Monat 27,92, das Internet daheim, das sind 89,90, das Handy-Abo mit Roaming in EU, das sind 99,90, dann hat er sich ein iPhone genommen mit einem Ratenplan, das sind 68,70, dann hat er sich genau so auch ein Laptop geholt, das sind dann 56,50 im Monat, die er zahlen darf. Hausratversicherung und die Haftpflicht, die sind eigentlich Pflicht. Das kostet nochmal 36 und 95 Rappen. Es bleiben im Übrigen 1670,83. Laut Google ist die Verpflegung mit 16 Franken am Tag gangbar. Ich nehme an, es sollte auch klappen. Das macht im Monat 486,67. Unser Ali ist schon ein junger Gil, also will er auch ein anständiges Auto fahren. Als Beispiel habe ich hier einen Mercedes A35 genommen, Baujahr 2023 mit 12'000 Kilometer Laufleistung. Das heisst, er müsste eine Leasingrate zahlen dafür von 1160 Franken pro Monat und MFK 29,25. Die Autoversicherung, weil er ja noch ein Türk ist, kostet 270,33. Da das Auto ja noch relativ neu ist, habe ich mit 1000 Franken Wartung im Jahr gerechnet. Das sind 83,33 im Monat. Und weil es ein leistungsstarker PW ist, wird er ein bisschen mehr verbrauchen, also werde ich mit 310 Franken an Mostkosten rechnen. Wenn wir uns das Rechenbeispiel anschauen, hat er ein Minus von 668 und 76 Rappen. Wenn wir den 13. mit dazu rechnen, ist er in einem Minus von minus 295 Franken 70. Ich werde noch weitere Videos dazu produzieren, wo ich andere Sparpotenzial aufzeigen will, wie er sich den Standard leisten kann, den er will, einfach mit weniger Kosten. Merci fürs Zuhören, ich wünsche euch einen schönen Tag und sage ciao zusammen.